Moin, ich bin der Ben, Paläontologe aus dem Naturmuseum. Und wir sind hier in der Minette, die ja bekannt dafür ist, dass hier Eisenerz aufgebaut wird. Aber wie kommt das Eisen überhaupt an der Minette stehen dran? Minettegestein ist für rund 180 Millionen Jahre aufgelagert an einem flachen Meer, nicht weit vom Kontinent. Woher wissen wir, was das für ein Milieu war? Aber einerseits haben wir Meeresfossilien an den Minettegestein. Andererseits fanden wir immer an den verwitterten Flächen von diesen Steinen so komische Streifen, die dadurch entstanden sind, dass in der Wasserdünen von Gezeitenströmungen hin und her geregelt werden. Und das ist nicht mehr möglich, wenn wir an einem flachen Meer sind. Der Kontinent, den am Norden von der Minette damals war, da gab es große Rehböscher, die zu einer warmen Klimazeit entstanden sind. Da ist das Klima ein bisschen mehr kühl und mehr feucht, und dann ist der Boden von dem Rehbusch ausgewäscht. Und an dem Boden war ganz viel Eisen dran, so wie das auch heute üblich ist, am Untergrund von der Rehbüscher, da ist auch viel Eisen dran. Und das Eisen ist an das Flachtmeer von der Minette gespult. Das Eisen war die Verwitterung vom Rehbuschboden vom Kontinent an das Minettemeer gespult wurde. Das lag teilweise schon eine kleine Kerne für, die am Boden vom Kontinent schon entstanden sind. Teilweise war es geleistes Eisen, was dann am Meer mit Hilfe von Bakterien zu kleinen Kernen formiert wird. Und die kleinen Kerne Eisenerz, das sind die, die im Prinzip das Eisen am Minettegestein durchstellen. Und das sind die, wenn es denen der Minettegestein aufgebaut wird.